So, hallo! Herzlich willkommen bei uns am Gründonnerstag. Heute ist der Tag, an dem wir Maultaschen machen wollen. Dafür habe ich beim Bäckermeister meines Vertrauens Nudelteig machen lassen. Den mag ich lieber als den aus dem Supermarkt. Dann brauchen wir für die Fülle von 2 Kilo Nudelteig 10 Brötchen von Vortag. Bei mir ist natürlich immer noch eine Brezel im Petto. Die sorgt für den schwäbischen Extrapfiff. Dann brauchen wir sehr viel Grün. Spinat, frischen Spinat brauchen wir. Wer mag, kann auch Bärlauch mit reinnehmen. Dann haben wir hier 2 Stangen Lauch und ein Bund Frühlingszwiebeln. Ist auch schönes Grün dabei. Ich mag gern ein Suppengrün mit reinnehmen, weil ich den Geschmack von Sellerie liebe und auch Petersilienwurzel finde ich ganz passend. 3 Zwiebeln kommen mit rein und ich nehme immer Knoblauch dazu, ganz besonders in der jetzigen Zeit, denn der hält die Leute gut auf Abstand. Dann brauchen wir noch Fleisch. Für 2 Kilo nehmen die meisten Hausfrauen 1 Kilo Brät und 1 Pfund Hackfleisch. Um dieses Jahr mal nur mit Geflügel zu machen, habe ich 1 Kilo Putenfleisch besorgt und 1 Pfund Hühnerbrust. Die meisten Leute geben dann noch was Gerauchtes mit rein für einen guten Geschmack. Da kann man zum Beispiel Speck nehmen, gerauchten Bauch oder auch gerauchte Bauernbratwürste. Das ist was besonders Leckeres. Ich habe mich hier für Putenlachsschinken entschieden. Dann haben wir die gerauchte Komponente dabei und noch ein bisschen Putenschinkenwurst. Das sorgt, glaube ich, auch noch für einen guten Geschmack. Weil das der Metzger natürlich nicht durchdreht, mache ich das mit dem Wolf selbst. Ich war mal kurz in der Küche und habe das für euch geschwind vorbereitet. Jetzt kann ich alles durch den Wolf drehen. Ausgedacht hat sich das Ganze ja ein Mönch in Maulbronn. Der hat genau in der Karwoche ein schönes Stück Fleisch geschenkt bekommen. Und er hat gedacht, oh, warum soll ich das jetzt verkommen lassen, nur weil wir kein Fleisch essen dürfen. Und dann hat er gedacht, er verpackt es in ordentlich viel Grünzeug, dann merkt es kein Mensch. Je mehr Grünsaft dabei ist, umso mehr verschwindet es. Noch ein bisschen frische Petersilie hinterher. Das andere ist ja Spinat bisher. Und ganz zum Schluss das Brot. Ich bin übrigens der Meinung, dass die wichtigste Zutat bei den selbstgemachten Maultaschen Liebe ist. Und die schmeckt die Familie immer. Da nehmen wir mal schwarzen Pfeffer und Muskatnuss. Muskatnuss macht immer frei. So, jetzt habe ich alles ganz gut verrührt. Kann auch einer das Fleisch erkennen? Nicht wirklich, oder? Jetzt holen wir noch Eier. Ein halbes Dutzend Eier ist recht. Und von einem Ei behalte ich jetzt noch das Eiweiß zurück. Das nehme ich nachher zum Teig, die Ränder einstreichen, damit die besser zuhalten. Das Ei trennen und das Eigelb in den Teig. So, jetzt ist alles durcheinander. Dann kann es jetzt weitergehen. Rollen wir mal den Maultaschenteig aus. Jetzt kommt auf jeden Teil die Hälfte drauf. Und jetzt muss man halt nach und nach die Maultasche noch absieden. Das dauert halt Zeit. Ja, aber jetzt geht es voll schnell. Hat die Maus seinerzeit auch gesagt, wo sie Arztbienenstegen aufgetragen hat. Also, euch einen schönen Abend noch und wir lassen es uns jetzt gemütlich gehen. Tschüss! Ciao! Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat so ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.